Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Ja, im Taktikfuchs sage ich euch meinen Tipp fürs Spiel, meine Einschätzung zum Spiel und zeige euch, wie ich die Mannschaft aufstellen würde. Und bevor wir reingehen zum Bayerischen Derby, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht oder ihr neu auf dem Kanal seid, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, Leute, Bayerisches Derby, 19. Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen den FC Augsburg. Ähm, ja, gegen FC Augsburg waren immer schwierige Spiele für uns. Und wenn man den Trend gerade anguckt, vom Leistungsniveau her in dieser Mannschaft, jetzt zum Rückrundenstart, denke ich, wird es Zeit, dass die englischen Wochen vorbei sind und wir endlich eine Woche haben, die mal nicht eine englische Woche ist. Das Schöne ist, ich gucke mal kurz, in der Champions League sind wir ja durch. Das heißt, wir haben jetzt noch mal 'ne englische Woche. Ja, Augsburg, dann spielen wir gegen PSW, dann sind wir Hamburg. Hamburg ist dann der Endpunkt und dann haben wir, ja, mal 'ne Woche, die keine englische Woche ist. Dann starten wir natürlich noch mal in 'ne englische Woche, weil DFB-Pokal ist. Aber danach haben wir dann zweimal hintereinander keine englische Woche, weil wir nicht extra die Extrarunde in der Champions League drehen müssen, ne? Ähm, Das wird gegen PSW noch mal schwierig, das wird gegen HSV dann auch noch mal schwierig und jetzt gegen Augsburg, wenn man sich den Trend anguckt, wird es auch schwierig werden, ja. Es ist wie in jedem Spiel so, der Gegner hat nichts zu verlieren gegen den FC Bayern. Wir reden über bayerisches Derby. Ja, ich weiß, ist jetzt kein Derby gegen 60 oder sonst was, ja, es ist immer so ein Derby light, aber es ist ein Derby, ja, und das merkt man auch in den Spielen und das wird man beim FC Augsburg erst recht merken. Wichtig ist, dass wir es hinbekommen, dagegenzuhalten. Das wird interessant zu sehen sein. Ähm, ja, und Augsburg hat nichts zu verlieren. So, man erwartet 'n 3:0, 4:0 vom FC Bayern. Das ist, was man erwartet. Man erwartet Augsburg sehr defensiv, mit schnellem Umschaltspiel. Wer weiß, ja, vielleicht presst uns Augsburg auch gelegentlich mal 10, 15 Minuten, ja. Also, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, kann 'n sehr interessantes Spiel werden, auch wenn es auf dem Papier eine klare Nummer ist. Mein Tipp ist ein 2:1 für uns, ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein knappes Ergebnis getippt habe, aber das ist, was ich tippe, ne? Ich bin gespannt, ob das, eintritt, was ich erwarte. Ich habe natürlich nichts gegen 3:0, 4:0, 4:1, 5:1. Ey, wegen mir, let's go, Feuer frei, ja. Ähm, Ich wage zu bezweifeln, dass das gegen den FC Augsburg passiert, aber ja, vielleicht täusche ich mich. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ja, 'n 2:1 ist mein Tipp und damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ja, vieles stellt sich von alleine auf. 'N bisschen Alternativen haben wir natürlich. Fangen wir vielleicht im Tor an. Ja, es gibt gerade nichts zu meckern bei Manuel Neuer. Anscheinend kommt er mit dem Dreitagesrhythmus gerade gut klar. Ähm, Das ist, was wir aus der Ferne sehen. Ansonsten geht's natürlich nach Fitness. Das kann natürlich nur 'n Vincent Kompany beziehungsweise das Trainerteam, beantworten. Ansonsten ist natürlich Jonas Urbich der erste Vertreter, wo ich jetzt auch keine Kopfschmerzen hätte, ja. Aber bei der aktuellen Form spricht nichts dagegen, dass man Manuel Neuer aufstellt. Ich denke, dass das Spiel gegen den FC Augsburg ist ein wichtiges Spiel. Ja, sei mal dahingestellt, wir haben 11 Punkte vor, bla, 30 Tore, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja, brauchen die Spiele jetzt nicht überdimensionieren, aber ich denke, 'n bayerisches Derby ist ein bayerisches Derby. So, ja, genauso wie es gegen den HSV 'n Süd-Nord-Schlager ist so. Ja, das muss man nicht kleinreden oder abschenken oder sonst was, was auch nicht, die Intention eines Vincent Kompany oder dieser Mannschaft ist. Gut, machen wir mit der Innenverteidigung weiter. Das ist auch relativ schnell erklärt für mich. Das ist Min Jae Kim natürlich. Upamecano ist krank, also Jonathan Tah. Ja, ich höre die Leute, die sagen: „Oh, wir spielen alle 3 Tage, wir spielen danach schon wieder Champions League. Wäre es nicht sinniger, Jonathan Tah zu schonen?“ Ja, wäre sinniger, definitiv. Kannst du dir gegen den FC Augsburg meiner Meinung nach nicht erlauben. Dafür war Ito jetzt als Linksverteidiger jetzt auch nicht so stabil die letzten, Spiele und, Ito, Kim haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen.
Ich glaube, Jonathan Tah ist schon 'n super wichtiger Faktor da hinten in der Abwehrreihe, vor allen Dingen auch wenn Upa nicht da ist. Also, einer von beiden sollte schon da sein, meiner Meinung nach. Und dann kannst du lieber sagen: „Jo, ich gucke mir das Spiel mal an und, wenn das Spiel das erlaubt, nehme ich ihn nach 60 Minuten raus, wie ihn gar nicht aufzustellen.“ Vor allen Dingen, weil für mich Ito als Linksverteidiger aufs Feld gehört. Es geht nicht anders. Also, ich sehe da keinen Tom Bischoff, das war 'ne katastrophale Leistung mal wieder defensiv. Alphonso Davies ist noch nicht so weit, der ist natürlich dann die erste Einwechslungsoption, vielleicht ab der 60. oder so was. Aber ja, auch da, Alphonso Davies braucht halt einfach Zeit. Ja, das haben wir ja auch gesehen, auch die Defensivleistung in der Champions League war nicht gut. Also, ja, und ich denke, Augsburg wird natürlich über die Außen gehen und die linke Seite ist auf jeden Fall die anfälligere, wenn dann Tom Bischoff spielt. So, das ist nun mal Fakt, weil da nicht irgendwie noch ein Pavlovic ist, der sich dann mal auf diese Position fallen lässt. Auf der rechten Seite ist das immer ein bisschen anders. Ja, da ist der Josh, der da mit rumeiert. Ähm, Guerrero war okay, das war jetzt nicht super positiv, das war nicht super negativ, von daher würde ich die Kombo noch mal dahinstellen. Ähm, Ich denke, wir haben gesehen, dass, wenn Josh gar nicht auf dem Feld ist, ist es auch schwierig. Von daher, ja, würde ich 'n Kimmich aufstellen. Ich würde auch 'n Pavlo mit aufstellen. Pavlo ist gerade der Stabilisator. Wir haben's oder wer's gelesen hat, 160 Ballkontakte, bla Sülz, 150 Pässe an den Mann und so weiter oder 153. Ja, alles gut. Ist natürlich viel quer und nach hinten, aber sehr wahrscheinlich werden wir das gerade brauchen, um mal 'n bisschen Kraft zu schonen in der ersten Halbzeit, wo wir eh immer 'n bisschen Probleme haben. Ja, von daher würde ich 'n Tom Bischoff erst mal draußen lassen. Und wenn wir ehrlich sind, Tom Bischoff hat jetzt mit seinen Leistungen auch nicht wirklich überzeugt. Ja. Ja, ich habe da 'ne Menge mehr erwartet. Das war nichts, wo ich sage: „Ey, das war ansatzweise Bayern-Niveau.“ Fairerweise auf Positionen, wofür er nicht gemacht ist, so, da gehe ich mit. Nichtsdestotrotz hätte es dann, wenn er dann mal in dieser Position ist, dass wir in der Offensive sind, war es mir auch zu wenig. Ja, die Defensivaktion, ey, das würde ich ihm gar nicht anheften, so, das ist nicht sein Metier, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ja, wenn man dann mal in diesen offensiven Bereichen ist, in diesen Halbpositionen, dann erwarte ich schon, dass da ein bisschen mehr kommt, wie es bisher gekommen ist. So, ja, das muss man einfach sagen. Das waren für mich Rückschritte, die wir jetzt gesehen haben von Tom Bischoff. Und noch mal gegen den FC Augsburg kannst du dir das nicht erlauben. So, von daher würde ich 'n Tom Bischoff erst mal draußen lassen. Und du kannst dir auch kein Leon Goretzka erlauben in der Startelf, meiner Meinung nach. BBC, es kann gut sein, dass Leon reinrückt. Ich denke 'n bisschen, wir werden 'ne gewisse Rotation sehen. Ähm, Ich würde die Rotation in der Startaufstellung nicht machen. Da können wir gerne drüber reden, wenn's darum geht. Ab der 60. dann musst du musst nicht nur zweimal wechseln, ja, dann kannst du halt auch mal fünfmal wechseln oder viermal wechseln zumindestens. Und dann kannst du gerne diese Rotation anwerfen. Ähm, ja, wenn dein Ziel nur ist, keine Ahnung, dein Ziel ist, die nicht mit 'nem Rückstand in die Pause zu gehen, weil wir in der ersten Halbzeit immer 'n bisschen schwächer sind, dann können wir natürlich darüber reden und sagen: „Ja, dann bringe ich 'n Goretzka rein, dann bringe ich den rein und dann wechsle ich zur Halbzeit durch, um dann noch mal die frische Power zu haben.“ Ja, sorry, aber das ist ja auch nicht der Anspruch des FC Bayern, Alter. Punkt. Ja, von daher wird der Bums so laufen, Harry Kane. Ähm, Ich würde 'n Serge aufstellen, einfach weil Lenny, ja, sorry, hat mich auch nicht wirklich überzeugt, die letzten Spiele. Das war auch nix, wo ich sage: „Geil, musst du unbedingt haben.“ Allerdings würde ich 'n Serge auf die rechte Seite stellen und Diaz natürlich auf die linke Seite und ich würde 'n Michael Olise in die Mitte stellen. Ja, natürlich können die mal tauschen zwischendurch, aber das Grundprinzip sollte sein, dass Michael in der Mitte spielt und Serge auf Außen. Für mich ist Serge am stärksten, wenn er rechts außen spielt. Punkt. Ja, außerdem Serge und Josh verstehen sich immer ganz gut. Ähm, Grade mit den Chipbällen, ja, das ist so 'n blindes Verständnis und da macht es Sinn, wenn Serge über den Flügel kommt und da ist er für mich stärker wie auf der Zehnerposition. Ich denke, Michael, hat die Qualitäten, eher über die Zehnerposition unser Spiel zu gestalten, als es 'n Serge Gnabry hat.
Und von daher, ja, spielt er in der Nationalmannschaft oder hat er in der Nationalmannschaft auch schon gespielt. Von daher mache ich mir da gar keinen Kopf. Ja, ansonsten Alternative ist natürlich hier ein bisschen rar gesät aktuell noch, obwohl ein Jackson, glaube ich, wieder da ist. Ich weiß aber noch nicht, ob er wieder bei der Mannschaft ist, aber schon mittrainiert hat oder sonst was. I don't know. Kann ich nichts zu sagen, deswegen trage ich ihn hier noch nicht ein. Wir machen den Wisdom Mike mal rein, wir machen hier den Lenny rein. Natürlich kannst du Lennart Karl bringen, so die letzte halbe Stunde solltest du auch. Da solltest du irgendjemanden hier vielleicht ein bisschen Pause gönnen. Im Idealfall sogar beiden, Diaz, Ulisse, im Idealfall sogar noch Harry Kane. Ich weiß nicht, wenn Jackson schon wieder mit dabei ist. Ja, dann sollte es ja auch möglich sein, dass der mal eine halbe Stunde spielen kann. Ja, das wäre mein Take. Ähm, Genauso wie Pavlo vielleicht dann. Ja, das wären für mich so die 4 Wechselkandidaten oder halt Jonathan Tah. Du kannst auch 'n Goretzka, in die Innenverteidigung stellen. Auch das sollte ab einem gewissen Punkt möglich sein. Oder du ziehst 'n Ito in die Innenverteidigung und stellst 'n Davies dann nach links, ja, nimmst 'n Tah raus. Auch das ist eine Option, die wir haben und die wir dann nutzen sollten. Und ja, so ist es halt, ja. Aber ich denke, die vorderen, 3 hier, unsere Dauerspieler, ich meine, gut, 'n Diaz hat da jetzt nicht so die Probleme mit, 'n Olise und 'n Heavy auch nicht, aber wenn wir den Luxus haben sollten, ja, dass das Ergebnis das hergibt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ähm, ich wünsche es mir natürlich, ja, ich hoffe, ich täusche mich, dann natürlich. Ja, dann let's go. Und ja, ich weiß, der eine oder andere würde jetzt eher schreien: „Ja, wir sollten 'n bisschen mehr rotieren.“ Ja, das kannst du dann vielleicht gegen den HSV machen, ja. Wie gesagt, bayerische Derby, ist 'n bayerisches Derby. Ich sehe das nicht so. Wir haben auch gehört, dass Musiala Spielzeit kriegen soll, wenn alles nach Plan läuft. Von daher machen wir hier mal 'n Musiala hin und machen hier mal 'n Lenny rein als Alternative, ja. Wobei das natürlich, ich meine, kannst auch 'n Serge dann auf die 9 stellen und so weiter, ja. Also, da muss man 'n bisschen gucken. Also, wie ihr seht, hier haben wir genug Alternativen. In der Verteidigung ist es gerade halt ein bisschen anders, aber da haben wir auch noch Jugendspieler, ja. Das muss man auch mal ganz klar sagen, die diese Position bekleiden können. Haben wir schon oft genug gezeigt in der Innenverteidigung. Ähm, und ansonsten sind wir ja super variabel, dass man auch was verschieben kann, ne? Habe ich ja schon gesagt. Du kannst auch 'n Leon Goretzka hinten bringen, du kannst 'n Ito reinziehen und 'n Tah rausnehmen und 'n Davies dann nach links stellen. ETC, ETC. Ja, wir haben da halt jetzt keine 1:1, Option in der letzten Reihe außer Davis, aber wir haben natürlich Optionen, die diese Position auch ausfüllen können. Ja. Gut, das wäre meine Startelf. Ja, wie ihr seht, wenig Rotation im Gegensatz zum letzten Spiel. Ja, ist halt so, ja. Wie gesagt, das ist, ist einfach das Derby, was wir haben und da sollte man dann auch Feuer freigeben. Ich erwarte diese Aufstellung nicht, sage ich euch, wie es ist. Ich erwarte eine Rotation, definitiv. Es kann sehr gut sein, dass Ito in die Innenverteidigung rückt, Tah draußen sitzt, dass vielleicht sogar ein Davis anfängt. I don't know. Ansonsten werden wir da sehr wahrscheinlich einen Bischof sehen. Ich denke, 'n Goretzka wird rein rotieren. Vielleicht für 'n Pavlovic. Könnte ich mir auch noch gut vorstellen. 'N Serge wird rein rotieren. Ich denke für Lenny, ja, so wird es sehr wahrscheinlich aussehen. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie überraschenderweise sogar mal 'n Wisdom Mike in der Startelf oder sowas. Oder sonst 'n Jugendspieler. Wer weiß, ja? Ich weiß halt auch nicht, wie die Fitness ist. Vinny hat's auch noch mal gesagt auf der PK. Wir müssen auch erst mal schauen, ob sich nicht noch jemand angesteckt hat bei Opa. Wir werden sehen. Das wäre auf jeden Fall mein Take und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.